Was ist ein Black Swan Event, also ein schwarzer Schwan-Ereignis? Wikipedia erklärt es folgendermaßen: Eine Black Swan-Theorie oder schwarzer Schwan-Theorie von Ereignissen ist eine Metapher, die ein überraschendes und unvorhergesehenes kommendes Ereignis beschreibt, das eine große Auswirkung hat und im Nachhinein oft als unangemessen rationalisiert wird. Es ist also eine Bezeichnung, wie wir hier auch lesen können, das extreme Ereignisse beschreibt, wie zum Beispiel die Finanzkrise von 2008, deren Eintritt zuvor als sehr unwahrscheinlich gegolten hätte. So gebrauchte der Gründer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, diesen Begriff bereits 2013, indem er sagte, es gebe viele schwarze Schwäne. Damals bezog er sich auf den Konflikt zwischen Japan und China im ostchinesischen Meer, aber auch auf den syrischen Bürgerkrieg und so weiter. Catherine Herridge, eine leitende investigative Korrespondentin von CBS News, lesen wir hier, macht eine dunkle Vorhersage für 2024 und glaubt, dass ein schwarzer Schwan bevorsteht. Bekannt für ihre scheinbar objektive und maßvolle Berichterstattung, eine echte Seltenheit und Leistung in der heutigen Zeit, traf Herridges bedrohliche Prognose für das kommende Jahr bei vielen besorgten Amerikanern einen Nerv. In einem Clip aus Face the Nation sagte Herridge den Zuschauern, dass sie besorgt sei, dass 2024 das Jahr eines Black Swan Ereignisses sein könnte. Und hier nochmals die Erklärung dazu: Ein Black Swan Ereignis wird normalerweise als überraschendes Ereignis interpretiert, das weitreichende und große Auswirkungen hat, und Herridge erläuterte etwas ausführlicher, was sie meinte. Dies sei ein nationales Sicherheitsereignis mit großen Auswirkungen. So verwies sie darauf, dass das anhaltend erhöhte Bedrohungsniveau des Landes sowie die Kriege in Israel und der Ukraine ebenfalls eine Rolle in ihrer Prognose spielten. Und wir sind in diesem Land so gespalten, wie wir es noch nie zuvor gesehen haben. Und das ist es, was sie am meisten beschäftigt. And the last factor I want to mention is resilience, the capability to bounce back, because there will be certainly what we call the black swans, the unpleasant surprises which will come in our way. In düsterer Erwartung dieser Menschen, was wir 2024 und auch darüber hinaus zu erwarten haben für die Zukunft, nämlich dass wir mit Ereignissen rechnen müssen, die angeblich unvorhergesehen sind, finde ich es sehr interessant, dass genau zu so einer Zeit ein Netflix-Film pünktlich vor dem neuen Jahr herausgekommen war, das war im Dezember, und der, wie wir hier in diesem Artikel lesen können, sogar von den Obamas mitproduziert wurde. In diesem Film geht es um einen überraschenden und völlig unerwarteten, totalen Zusammenbruch der Welt. Leave the World Behind, die Welt hinter sich lassen, so der Titel dieses Films. Interessanterweise werden in dem Film 3 Schritte angegeben, wie man ein mächtiges Land auf äußerst kostengünstige und effiziente Weise destabilisieren kann. Schritt 1 ist Isolation. GH, eine der Figuren in dem Film, beschreibt, dass der erste Schritt die vollständige Abschaltung der Kommunikations- und Transportmethoden eines Landes erfordert. Schritt 2 ist synchronisiertes Chaos. Dies wird im Film durch den mysteriösen Lärm und die roten Flugblätter deutlich, die stillschweigend Zivilisten schaden und Fehlinformationen verbreiten. Schritt 3 ist der Bürgerkrieg. Da Zivilisten keinen klaren Feind haben, werden sie sich theoretisch natürlich gegenseitig angreifen, ohne dass die Schurkenangreifer noch mehr Öl ins Feuer gießen müssen. Dieses dreistufige Destabilisierungsmanöver aus Isolation, synchronisiertem Chaos und natürlichem Bürgerkrieg
erschreckte den Top-Kunden von GH, der intensiv im nationalen Verteidigungssektor tätig war. Der Einstiegspunkt für den dreistufigen Prozess wäre ein hochentwickelter und organisierter Akt des Cyberterrorismus, der sicherlich eine Bedrohung für die Infrastruktur der Vereinigten Staaten und aller modernen Supermächte darstellt. In dem Film war auch die Aussage interessant, woran man erkennen kann, dass etwas geschehen werde. Ich sah es kommen, wissen Sie. Schon einige Zeit vorgestern Abend. Ich sah mir den Markt an und ich wusste, dass irgendwas kommt. Was soll das bedeuten? In meinem Beruf muss man die Strukturen verstehen, nach denen die Welt funktioniert. Dazu fähig sein, die Kurve zu lesen. Wenn man das schon so lange tut wie ich, hilft es einem, die Zukunft zu sehen. Ist die Kurve konstant, dann verspricht das Harmonie. Geht sie jedoch rauf oder runter, dann bedeutet es etwas. GH, wieso erzählen Sie mir das? Der frühere Präsident Obama, der zusammen mit seiner Frau Michelle als ausführender Produzent des Films fungierte, machte Anmerkungen zum Drehbuch von Leave the World Behind hinsichtlich der Genauigkeit einer solchen Katastrophe. Laut Obamas Gedanken zu Leave the World Behind flossen sicherlich einige Einflüsse aus der realen Welt in die Konstruktion von Sam Esmails plausiblem dystopischen Thriller ein. Vor diesem Hintergrund ist Leave the World Behind als warnende Geschichte äußerst wirksam, obwohl es sich um eine äußerst beunruhigende Reise mit einem frustrierten, ungewissen Ende handelt. Doch was will man mit solchen Botschaften vermitteln? Die Angst vor unvorhergesehenen zukünftigen Ereignissen? Wie dankbar können wir demnach dafür sein, dass die Vereinten Nationen bereits dabei sind, Pläne zu schmieden, wie man zukünftig auf globale Schocks, wie sie es nennen, am besten reagieren kann. Im September 2024, weniger als 2 Monate vor der nächsten US-Präsidentschaftswahl, werden die Vereinten Nationen einen bahnbrechenden Zukunftsgipfel veranstalten, bei dem die Mitgliedstaaten einen Zukunftspakt verabschieden werden. Obwohl diese Agenda zahlreiche radikale Vorschläge enthält, ist vielleicht keiner wichtiger als der Plan der Vereinten Nationen für eine neue Notfallplattform. Ein verblüffender Vorschlag, der den Vereinten Nationen im Falle künftiger globaler Schocks, wie etwa einer weiteren weltweiten Pandemie, erhebliche Befugnisse verleihen soll. Viele Details der UN-Notfallplattform wurden in einem Strategiepapier vom März 2023 mit dem Titel Stärkung der internationalen Reaktion auf komplexe globale Schocks, eine Notfallplattform, dargelegt. In dem Papier schreibt der Generalsekretär der Vereinten Nationen: Ich schlage vor, dass die Generalversammlung den Generalsekretär und das System der Vereinten Nationen mit einer ständigen Vollmacht ausstattet, um im Falle eines zukünftigen komplexen globalen Schocks von ausreichendem Maß, Schweregrad und Reichweite automatisch eine Notfallplattform einzuberufen und zu betreiben. Solch eine Notfallplattform würde die Vereinten Nationen in die Lage versetzen, aktiv eine internationale Reaktion zu fördern und voranzutreiben, die die Grundsätze der Gerechtigkeit und Solidarität in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellt. Also mit anderen Worten, die Vereinten Nationen würden eine nie dagewesene Autorität über den öffentlichen und privaten Sektor in weiten Teilen der Welt erhalten und das alles im Namen der Bekämpfung einer noch unbekannten Krise. Und es würde noch schlimmer kommen. Obwohl die Dauer der Notfallplattform zunächst für einen begrenzten Zeitraum festgelegt würde, könnte der Generalsekretär nach Ablauf dieses Zeitraums
die Arbeit der Notfallplattform bei Bedarf verlängern. Dies bedeutet, dass der Generalsekretär die Befugnis hätte, die Notfallplattform auf unbestimmte Zeit aufrechtzuerhalten, und zwar ohne erneute Genehmigung durch die Mitgliedstaaten. Dann stellt man sich die Frage, welche Art von globalen Schock würde die Notfallplattform auslösen? Die Vereinten Nationen nennen in ihrem offiziellen Vorschlag mehrere mögliche Beispiele, darunter ein größeres klimatisches Ereignis, künftige Pandemierisiken, eine globale Unterbrechung der digitalen Konnektivität, ein größeres Ereignis im Weltraum und, sein persönlicher Favorit, unvorhergesehene Risiken, also sogenannte Black Swans. Darüber hinaus würde der Generalsekretär entscheiden, wann eine Notfallplattform als Reaktion auf einen komplexen globalen Schock einberufen wird. Oder einfacher ausgedrückt, ein globaler Schock ist das, was die Führung der Vereinten Nationen für richtig hält und wird ausgelöst, wann immer die Vereinten Nationen es wünschen. Und auch die beiden Administrationen würde diesen Vorschlag unterstützen. Der US-Botschafter Chris Lu hat in mindestens 2 Reden im März 2022 darauf hingewiesen, dass die beiden Regierungen die Notstandsplattform zusammen mit zahlreichen anderen Vorschlägen aus unserer gemeinsamen Agenda unterstützt. Wenn die Notfallplattform angenommen wird, könnten die Vereinigten Staaten, wie wir sie kennen, aufhören zu existieren. So die Besorgnis des Verfassers dieses Artikels. Wenn man im Internet nach globalem Schock googelt, kommt man auf diese Seite. Die Seite einer Stiftung, die von den Regierungen Maltas und der Schweiz gegründet wurde und auf der sie vor solchen zukünftigen globalen Schocks warnen, wie zum Beispiel vor einem großflächigen Klimaereignis, zukünftigen Pandemien, Ereignisse mit großer Auswirkung, an denen ein biologischer Arbeitsstoff beteiligt sein könnte, Ereignisse, die zur Störung des globalen Waren-, Personen- oder Finanzflusses führen, groß angelegte zerstörerische und/oder störende Aktivitäten im Cyberspace oder Störungen der globalen digitalen Konnektivität und ja sogar auf Großereignisse im Weltraum, das schwere Störungen in einem oder mehreren kritischen Systemen auf der Erde verursachen könnte, und unvorhergesehene Risiken, also Black Swan-Ereignisse. Das Spektrum der Risiken, die möglicherweise zu künftigen komplexen globalen Schocks führen könnten, ist breit und vielfältig, und es gäbe mehrere potenzielle zukünftige Schocks, bei denen die multilaterale Reaktionsarchitektur unterentwickelt oder nicht vorhanden ist. Multilateral. Woher kennen wir diesen Begriff? Ach, ja natürlich, aus Laudate Deum von Papst Franziskus natürlich. Und da die Menschheit sich all dieser globalen Schocks konfrontiert sehen muss, braucht es eine Weltregierung, damit schnell und umfassend auf solche Ereignisse reagiert werden kann. Und zwar in Form eines solchen geplanten Notfallpakts der Vereinten Nationen, der natürlich genau mit dem übereinstimmt, was der Papst in Laudate Deum fordert. Und wir wissen, dass er darin sagt, dass Amerika mit Beispiel vorangehen muss. Und wie wir auch wissen, aus Offenbarung 13, ist es Amerika, das wie ein Drache sprechen wird, und ein Land spricht durch ihre Gesetze. Wir können also sehen, in welche Richtung die Welt dabei ist, gesteuert zu werden, und wie das Papsttum bei alledem die Fäden zieht. Doch Macht, Kontrolle und Zwang waren schon immer Satans Mittel, mit denen er böse Menschen dazu verleitet, über andere Menschen herrschen zu wollen. Es entspricht genau seinem Charakter, so zu handeln. Und hier bei dem Ganzen geht es nicht darum, Menschen oder die Welt vor bedrohlichen Ereignissen bewahren zu wollen, sondern ganz einfach um die Kontrolle und Einschränkung
selbstdenkender Menschen.